kommen wir all mit Geschichten uit unsere Geschichte Nummer 8. Ditmal nach mehr von wo die Formarbeit an unsere Kinder- und Jugendjahren in einem Dorf in Chihuahua gedonnen wird und wo auch Kinder und Jugend natürlicherweise dabei mithelfen. Dort Regenweiden. Wenn die uit so Zeit in der Zeit von unseren Kinderjahren vor dich war, dann muss dort Schaubeln und Mais oder Kornrehen durchfahren anfangen. Ein Regen weiter, irgendein die meiste Bürers all einen oder zwei. Wenn ein Bür mal einen weiter hat, dann wird er auch meistens mit Eierspan beim Fahren geholt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich vielleicht 6 oder 7 Jahre alt war, dass mein Vater uns Noba Klasse 1 seine Schaubelregen mit Eierspan durchfuhr. Und dabei musste ich seine 2 Paar Pferde immer aufwechselnd an ihre lange Tails holen und ab eine leere Wes steht ab demselben Körper großen loten, dann er hat nicht mehr genug Futter für seine Pferde. Und ab diese Wes leiten sich, wenn dort zu jeden Abend kam, immer viel Schlangen sein. Und da hat scheinbar wer seinen Diskplug uitgeproefd, dann da wären ein paar korte enge schmakke Deipe vorn getrokken. Und wie es das all atlige der nicht gereint hat, wird dort Wasser ab der leere Wes steht, übrigens all angetrokken, aber an der Plug vorn stund noch Wasser, und das Wasser wir stief voll packen. Und dann beobachte ich dort, wenn die große sogenannte Waterschlangen sich da voll Kielplagen holten. Für diese Waterschlangen hatte ich nicht Angst, oder wenigstens nicht sehr Angst, aber da leiten sich auch lange rote Schlangen sein, und für die hatte ich sehr Angst. Und an einem jeden Abend rächt sich eine rote Schlange dicht bei mir mit einmal ab, und ich kriegt noch mehr ab zu gerannt. Ich leid die Pietails los und rand nur dem hugen heltenden Werven Hahn und klotter da sehr schwinden ab. Und dann sah ich, wo diese Schlange noch immer mit ihrem Kopf wenigstens 2 Schuhe hoch unter den Werven durchrannt. Diese Schlangen können sehr ranen. Und ich war so angeschächert, ich will mich nicht mehr nur die Piet handzugehen. Nicht den jeden Abend. Wenn die Schaubelregen durchgefahren worden wären, dann wird das Krut an der Regen nicht mit Chemikalien gespritzt und dort gemerkt, so man dort von der meistens tät. Aber das muss in jener Zeit noch alle mit den Weidhaken uitgeweiht worden. Und dabei mussten Kinder manchmal all ziemlich jung anfangen mitzuhelfen. Ich erinnere mich daran, dass ich dabei all als 10 Jahre jung geholfen habe. Und ich weiß auch noch, wo wir dabei manchmal gut durchsuppten, wenn ein guter Regen überkam. Wenn das Lot am Tag gut regnet, dann fuhren wir durchgesuppt nach Haus. Aber wenn das tiger am Tag passiert, dann mussten unsere Kleider an uns drehen, und wenn die Erde auch im Bett bedreht war, dann hack wir Krüt, was das Abend wird. Schaubeln uitbrengen. Von der wird das Schaubeln uitbrengen meistens all mit Maschinen getan. Auch in Mexiko. Aber wenn das an unsere Kinder- und Jugendjahren was dem Schaubeln uitbrengen kam, dann wurden die Schaubelregen meistens mit einem Einregen Regenweider losgeschnitten. Aber die Schaubelstädter mussten alle mit der Hang top genommen und ein klampes top gedrückt worden. Und dabei halfen auch die Schulkinder, manchmal all 7 oder 8 Jahre Kinder. Und wenn so eine Bürers mit ihrem Schaubeln uitbringen vor dich wären, wo eine viel Kinder hatten, dann nehmen andere Bürers so eine Kinder Jahren für Bezahlung an, damit helfen. Ich erinnere mich daran, dass die großen Mädels und Jungs meistens jeder 2 Rehschaubeln täglich nehmen beim Schaubeln uitbringen, und die jüngeren Mädels und Jungs nehmen jeder eine Reh. Aber sehr junge Kinder mussten manchmal 2 eine Reh nehmen. Und bei einem Tüß deuten Kinder dort meistens auch ganz willig, aber wenn sie für andere Bürers angenommen werden zu dieser Arbeit, dann wollen einige Kinder manchmal nicht jeden 2 eine Reh nehmen. Denn sie wollen manch andere Kinder nicht klein geteilt worden. Und ich erinnere mich daran,
dat de eine Buur, Onkel Wilhelm Rampel, wanneer hij jonge kinderen aanneemt om arm zijn schobelen uitbrengen helpen, dan zegt hij tot twee zo'n jonge kinderen, je bent kunnen jeder Taub eine Reh nemen. Dat wordt jeder Taub eine Reh, dat wir für einige Kinder scheinbar leichter anzunehmen, als das Wort Taub eine Reh. Wir wären bei uns eine große Familie, und uns Vater nahm meistens nicht leicht Arbeiter an zum halben Schobeln uitbringen. Aber einmal, ich glaube, dass wir al 1949, als wir auf unserem Hauskerl Schobeln uitbrachten, en onze Nobers Cornelius Ernsten ihre kleine Jungs auch janker zu helpen, dann nahm Vater Ernsten ihre älteste beide Jungs an zum helpen. Ich glaube, die waren noch mal 7 und 8 Jahre. Und dann wollte die dritte Jung auch angenommen sein. Ich glaube, die waren noch mal 5,5 Jahre. Aber dann seht Vater zu diesem kleinen Jungen, du wirst erst noch mal ein bisschen mehr Kieltje eten. Und dann stößt das Jung nach Haus und sagt zu seiner Mutter, merk schön Kieltje. Und die Rampel sagt, wenn ich noch mehr Kieltje gegessen habe, dann kann ich auch halben Schobeln nehmen. Das Korn oder Mais planten. Wir nannten den Mais immer Korn, nicht Mais. Vielleicht hatten unsere Eltern das Wort Korn von Kanada mitgebracht, weil es der Mais auf Englisch Korn heißt. Wenn die Erde auf die mennonitischen Siedlungen an dem großen Drehen Bustierstuhl in unsere Kinder- und Jugendjahren lauter am Fahrjahr von 6 bis 8 Soldaten noch genug Feuchtigkeit hat, dann planten viele Bürger den Mais mit einem einjährigen Planter bis 10 Soldaten an die Erden an. Dort braucht dort ein Gespann von 4 große Arbeitspferd. Und wenn genug Feuchtigkeit an der Erde war, um die Maiskerne abgehen und die junge Maisplanten ernähren können, was der Regentit lot im Juni oder Anfangs Juli anfängt, dann gibt dort an dem Bustierstuhl in Chihuahua manchmal eine einigermaßen gute Maisarnd. Das sogenannte Kornwäpplen oder Maiswäpplen. Wenn die Maisohren so meist vollgewaschen werden, dann wird der Mais in jenen Jahren meistens gewäppelt. Das meint, die Maisstangen oder Kornstieder werden boven de Ohren mit Säckels aufgeschnitten und zur gleichen Zeit werden auch all die sogenannten Biwasstrampels, wo nicht keine oder mal sehr kleine Ohren hatten, meist ganz eng aufgeschnitten. Und wenn diese Wäppelenge oder die aufgeschnittene Maisstrampels Ateljedeu en Klampes gelegen hadden en al een beet uitgedreigd werden, dan bong we die aan Gorven en zaden die aan Hackentaub zum Wiederdrehen. En later, wenn die Maisohren gebrochen worden wären, dann holen wir diese Maisgorven nach Haus und fliegen die an einem langen Hüpentaub. Die Rinder freiten dit schmackereine Maisstroh sehr gern. Ich erinnere mich noch daran, dass wir, wenn wir unseren Mais wäppelten und uns da bei Hahnen war da ein Beet verreibten und manchmal ein Beet darstig geworden wären, dann sagten wir uns von den seitsten solche Maisstrampels und käften die uit. Wir nannten diese Seite Maisstrampels Cañas, weil die Mexikaner die auch so nannten. Das Maisbreken oder Kornbreken, zoals wir das nannten. Von der bereikt kein Mennonit in Mexiko mehr die Kornohren mit der Hang uit. De Korn oder Mais wordt door nu alle met de combines gedrascht. Aber in den 1930er und 1940er Jahren, als wir dort abwassen, dann wurden dort meist alle Kornohren mit der Hang uitgebroken und mit Doppelboxwehers nach Huis geführt. Bei dieser Arbeit aber brauchten die Schulkinder meistens nicht helfen, wie es dort in der Schulzeit getan wird. Aber die geratere Schuljungs mussten dabei am Sinnabend manchmal doch helfen. Ich erinnere mich daran, dass ich das gemusst habe. Das wir schwere Arbeit für große Menschen und für die Schuljungs ihre kleine Hänge wird dort sehr schwer. Besonders, wenn die Ohren zum Morgens befroren wären. Wenn dort gouda Korn wäre, dann kann ein gouda Breker einen Doppelbox voll Ohren an einem Tag uitbreken. In jene Jahren kann dort, wenn der Korn gut wäre, einen Doppelbox voll Ohren von einem Acker geben,
und dort wird dann vielleicht eine Tonne Korn. Von der kriegen die Maisbürgers dort von 3 bis 5 Tonnen vom Acker Korn. Das heißt, wenn das Land viel Kunstdinge kriegt und viel bewatert wird. Die hohe Abend anbringen. Die meisten Bürgers hatten an der Zeit, als wir in Chihuahua abwassen, einen 6 oder 7 Scheuen selbst bringen zum ihren Hohe aufschneiden und einen Gaben bringen. Einmal hatten 2 Bürgers taub einen Bänger. Das Hohe haben deed entweder der Bürger selbst oder einer von seinen Jungs. Meistens war der Bänger von 4 Pier getrocken. Aber wer einen saßscheuen Bänger hat, der deed das manchmal auch mit 2 Pier oder mit 3 Pier. So schön dass der Hohe aufgeheft worden wäre, dann wurden die Gaben Schmuck und Hocken über eng angesagt, sodass die nicht anreinen sollen. Meistens fangen die Gaben ab Saterol an abzusaaten, wenn die Bänger 3-mal das Fleck rumgefahren wird, dann eine Hockenreihe wird meistens von 3 Schwod gemerkt. Diese Arbeit wird von Jungs und Mädels getan. Einen Herbst, ich glaube, das war 1941, dann wird die Erde ab die leeren Städten mal sehr nah beim Hofer haben. Die Pietsbängers wurden von dem sogenannten Bullrad gedreven, vielleicht soll das Pullrad heißen. Und wenn dort dann bei den leeren Städten kam, wo der Hofer am dichtsten und geradsten gewassen wird, dann fängt das Bullrad an zu glitschen, besonders wenn die Bänger durch die nahen Städten in Kleinbett zu sacht fuhr. Wenn die Piet nicht genug gingen, eigentlich soll das ein Drabbeltje fahren, dann bleibt das Bullrad in die Bänger beim Drehen. Aber wills ein Mann nicht beides geraten kann, der Pier durch die nahen Städten sehr bosig beim Gonen zu holen und zu gleicher Zeit den Bänger richtig angestellt zu holen, schrauben viele Bürgers eine Saat ab dem Bänger Fährwehren ab, sodass ein Jung der Pier von dichterbei ansparen kann, um sehr bosig Gonen durch die nahen Städten und der Bänger Handhover nur den Bänger abpassen kann. Und nu de Hoverdraschtijd. Dat Hoverdraschen wordt in Chihuahua in onze Kinder- en Jugendjaren in Compagnie gedaan. En in Blumenort heeft dat, wat ongeveer 1946 oder 47, 2 zo'n Kompanien. Aber da war maar eine Draschmaschine im Dorp. Jakob Dicken hadden eine grote von Manitoba mitgebrachte Peerless Draschmaschine en einen groten Alice Chalmers Traktor. Und wenn die Draschtijd anfängt, dann drascht eine Kompanie erst Atelier mit dieser Maschine und dann die andere auch Atelier. Und wenn das Hover schneiden oder das Hover heiven, so wie das nannten, so meist fertig wir, dann stellten unsere Vaters an einen Abend ein sogenanntes Draschenbereden an. Und zum Hoverdraschen mit einer großen Maschine, wo man von beiden Seiten Gaben anstärken kann. Dort braucht dort, wenn die Gaben nicht zu weit geführt brauchten, 8 Gaben wir uns und 2 Getreide wir uns, wohnen mit jeder derartig Lebenszeug das Getreide von der Maschine zum Specker führten. Und dann braucht dort wieder den Drascher selbst noch 3 Arbeiter. 2 Utschäder und ein sogenannter Abriemer. Die Utschäder mussten das Getreide im Specker drehen und utschäden. Und der Abriemer musste immer die Gaben und den Losenhover, wo er zwischen die 2 Wehrs unter dem Fieder gefallen wären, in den Fieder anstärken. Und die musste dem Drascher helfen, beim die Maschine zum Morgens abstahlen. Und wenn das nötig war, am Tag zwischen umzustahlen und so weiter, musste er auch dabei helfen. Und an so einer Tag, wenn die Gaben von weit aufgeholt worden mussten, dann braucht das 10 oder 12 Gaben für uns. Also das braucht zum Draschen, büter den Drascher selbst von 13 bis 17 Arbeiter. Und an so einem Abend, wenn die Bürgers das Draschen bereden, dann wird das berät, wer was tun wird beim Draschen und für wie viel Geld. Beim Draschen bereden sie erst, wie viel Pesos ein Gabenvierer mit Pieren wer und Taub an einem Tag verdienen soll, wie viel Pesos ein Getreidevierer mit Pieren wer und Taub verdienen soll,
en wofür ein Arbeiter allein verdienen soll. En dan bereden zij wer de gaven weer ons stalen wordt, en wer de getreed weer ons stalen wordt, en wer de uitscheider en de abriemer stalen wordt. En wanneer dat alle bereid worden weer, dan weer de groep buurders oder de compagnie Reitum alle top draschen. En wanneer draschen bereid worden weer, dan bereden de 8 jongens, wonen de gavenvierer oder de sterker, zoals we de meestens nanden, zijn zullen, wonen 2 en 2 jongens top deze arbeid doen wollen. Dan moesten immer 2 sterker tegelijk ihre gaven en de draschmaschinen aansteken, van jeder Siedmaschine einer. En dan wist jeder einer von de 13 oder wann de gaven von weit aufgeholt worden mussten, 17 Arbeiter alle, wat ihre Arbeit durch die ganze Draschzeit sein wird. Hier breekt wie für dit Mal wieder auf. Nächstes Mal noch mehr von einem in Company Draschen an unsere Kinder in Jugendjahren in Chihuahua, Mexiko.